So Leute, wir sind zurück bei Anno 1800, die Passage. Mittlerweile zwar, sag jetzt mal, erst der zweite Part von der Passage, dafür aber schon irgendwie insgesamt Folge 133. Von Kampagne plus DLC plus, ja, viel Spaß und gute Unterhaltung oder wieder was. Weiß auch nicht so genau, ist noch ein bisschen undefinierbar. Nee, Spaß macht schon. Vor allem jetzt mit der Passage, aber natürlich in der letzten Folge noch nicht so viel gesehen haben, was hoffentlich in der Folge sich ändern wird. Besonders dann natürlich zu dem Zeitpunkt, sobald wir offiziell die Arktis besiedeln. Okay, schade. Da hat er gerade direkt losgehen. Und er hätte fertig geladen. Tja, man kann nicht alles haben, nicht wahr? Jo, und ansonsten waren wir noch ein bisschen in der neuen Welt unterwegs, so zwischenzeitlich, weil man dachte, hey, wieder sowieso noch ein paar Waren, ein paar neue Waren exportieren in die alte Welt und so und ja, passt, war. Da dran schon lange zum Laden. Lade. Alle stehen bereit. Das freut mich umso mehr. Arbeiter, die normalisieren sich wieder, die Kohle normalisiert sich nicht. Ich habe aber genug. Ja, definitiv genug. Wir gucken mal. Alle Mann auf Gefechtsstation. Ach du Scheiße, ey. Bereits die Überschrift ist etwas, wo ich sage, nein, warum? Gestrandet vor Terrier Island. Das Schiff ist auf einen Eisberg aufgelaufen. Ernsthaft. Ist die Capri an Bord oder was? An der Ostküste von Terrier Island ist Nacht. Und im Westen ist Tag oder was? Das schwache Licht des Schiffs scheint sich in der mondlosen Dunkelheit aufzulösen. Selbst bei langsamer Fahrt und mit durchgehender Nachtwache ist das Schiff in Gefahr. Denn in der Dunkelheit lauern in allen Richtungen eisige Giganten. Direkt voraus! Ertönt die Warnung, doch zu spät. Ein tiefes Grollen erschüttert das Schiff, als eine Welle es erfasst und auf einen Eisberg in der Form eines Backenzahns schleudert. WTF? Das Schiff ist unbeschadet, wenn es doch nur zurück ins Wasser käme. Was? Es ist auf einen Eisberg aufgelaufen und ist unbeschadet. Warte mal, wir spielen Jahre 1800, so ungefähr, plus minus. Und die Schiffe, die damals auf den Eisberg aufgelaufen sind, hatten danach nicht irgendwie Totalschaden. Im Gegensatz zur Titanic. Wann wurde die Titanic erbaut? Okay. Das Erzgefängnis bombardieren. Zusätzliche Erfolgschancen 130%. Alter. Ein bisschen übertrieben. Geschick. Was? Das war mir freizukommen. Nee. Ich bombardiere das weg. Ich habe 130% Erfolgschancen. Also, wenn das nicht klappt, hey, dann. Control Alt Delete, ganz ehrlich. Wobei es hier nicht viel bringen dürfte, wa? Ich glaube, Alt F4 wäre effektiver. Das Eis bricht unter gewaltigen Feuerkraft. Jede Kanone, die auf das Ziel gerichtet werden kann, wird abgefeuert, bis das einzige Gefängnis, das das Schiff gefangen hielt, den Weg freigibt. Wie eine fröhliche Seerobbe rutscht das Schiff eine Rinne hinab und planscht zurück ins Wasser. Die Besatzung jubelt und setzt den Weg fort. Ja, dankeschön. Was? Befreit aus dem Fängen des Eisbergs umfährt die Mannschaft Terrier Island entlang der Ostküste. Sie findet jedoch keine Spur von der verschollenen Expedition. Sie werden es an der Westküste versuchen müssen. Sir John muss wohl die riskante Route gewählt haben. Okay. Ja, super, ey. Ah, was total fehlt, da komm. Hat sich gar nicht gelohnt. Alles für den Arsch. Menno. Okay, warte mal. Das haben wir immer noch hier. Komm, spiel auch mal ein bisschen schneller nach. Dankeschön. Also, Finn, holen Sie die Wildtiere. Man merkt, das Spiel hat noch ein bisschen Probleme zum Nachladen. Lade nach! Die Tiere sollen hier irgendwo sein.
Ja, sollten. Ich sehe aber relativ wenig. Er weiß, das Kraftwerk hat keinen Strom, das ist aber so gewollt. Hä? Also. Vermutlich in jeder Bauernhäuser. Okay, da würde es vielleicht noch Sinn geben. Wir werden auf sie anstoßen. Das war eine einzige. Also ein einziges Item, beziehungsweise ein einziges Tier. Unglaublich, ey. Ich gucke nochmal ganz kurz, wie es hier eigentlich so aussieht. Der Pelzmann gefällt mir relativ gut, muss ich zugeben. Aber der Wurst gefällt mir weniger gut. Was ist denn hier schon los? Das sind 4 Metzgereien. Gut, die kommen kaum vorwärts. ETF. Wäre es sehr oberflächlich, sich nach etwas Luxus zu sehnen? Ja, merkst du doch. Ich sehe da keine Schwachstelle. Strom. Brauchen sie aber erst später mit dem Kaffee. Das kannst du knicken. Es gibt keinen Kaffee für euch. Das kannst du auch knicken. Strom würde ich jetzt den noch machen. Na, Glühbirne muss ich dann noch machen. Das muss ja noch sein. Okay. Sollen wir hier dann schon mal beginnen mit dem Strom? Dampfschiffwerft. Ja, fragt man sich so, nicht wahr? Schiff unter Beschuss. Man fragt sich noch vieles. Ihren Befehl. Erwarten neue Horizonte. Zum Beispiel, warum ist er so langsam unterwegs hier? Warum liefert der nur 12 Tonnen Schokolade? Fragen über Fragen. Schiff unter Beschuss. Nicht mehr. Mehr Druck im Kessel. Wir drücken schon, was wir können. Mehr geht einfach nicht. Oh Mann. Moment. Jetzt war ich gerade in der alten Welt. Nein, nicht in der alten Welt. Entschuldigung, Capsuloni-Reich. Capsuloni. Da kann man ganz kurz gucken wollte, wegen... Warum Strom? Ja, weil ich mir gerade dachte, wenn ich sowieso noch ein bisschen Strom bräuchte, künftig könnte ich eigentlich sowieso gar mal gucken, dass ich den auch mal ein bisschen noch zur Hand gehe mit Strom, damit die ein bisschen produktiver sind. War so die Intention. Einen Versuch war es wert. C'est la vie. Felder, also Ölfelder müssen wir mehr als genug haben. Da hätten wir noch ein paar. Achso, das sind schon alle. Schöne Scheiße, was ist denn eigentlich hier los? Und das 3000 ist nicht gerade wenig, wenn das mal so kurz anmerken darf. Okay. Ich muss nachher mal ganz kurz gucken. Ich würde dann vielleicht doch mal gerne hier... Ah, warte mal. Moment, bevor das da kommt. Ja, wieder mal typisch, muss alles irgendwie erstmal gucken. Seid ihr auch friedlich? Nein, natürlich nicht. Bereit zum Einsatz. Die Schiffe machen wieder mal, was sie wollen. Es ist unglaublich. Wir sind alleine unterwegs, obwohl das eigentlich nicht sollte, weil die sollten ja eigentlich den da oben eskortieren. Oh Mann, ja, was ist los? Die Meerengen. Die Westküste von Terry Island ist übersät von riesigen Hörnern aus Eis. Es wird eine Herausforderung, sie zu umfahren. Werden die Meerengen irgendwann wieder aufs offene Meer führen oder wird das Schiff am Ende feststecken? Sie können entweder vorsichtig hindurchsteuern, sich von einem nahegelegenen Felsen aus einen besseren Überblick verschaffen oder Kundschafter in Ruderbooten vorausschicken. Dann wird die Meerengen suchen. Navigation durch eine große Chance. Männer auf dem Kampfkraft ist noch plus 10. Jagdglück mit Ruderboot plus 50. Nehmen wir doch mal die beste Chance, plus 60. Was?
Zur Erleichterung aller erreicht die Mannschaft auf der anderen Seite das offene Meer. Da sie sich nicht auf die magnetischen Nordrichtungen einigen können, beschließen Steuermänner, den Kompass zu ignorieren und auf ihre Instinkte zu vertrauen. So vermeiden sie mehr als einmal eine gefährliche Kollision. Die Mannschaft gelangt zur King William Meerenge, einer majestätischen Wasserfläche, die nach King William Island führt. Lady Faithful hat das gespürt. Wahrscheinlich erscheint an Deck und erzählt von einer großen Hoffnung, die aus ihrem Herzen spricht. Wir können nicht erwarten, sie gleich zu finden. Dies ist eine riesige Wildnis. Es ist 2 Jahre her. Und die Admiralität sagt, sie hätte alles versucht. Aber wir haben ja auch keinen Ehemann verloren. Noch ist ihnen in den Sinn gekommen, den King William Sund abzusuchen. Da! Ein Lager! Verlassen. Aber das haben wir schon erwartet, nicht wahr? Mein John hat einen schönen Platz ausgesucht. Vielleicht gibt es Hinweise, wo sie hingegangen sind. Ich hatte ihnen Belohnungen versprochen. Hier, dafür, dass sie Johns Lager gefunden haben. Wir haben es geschafft, Freunde. Johns Lager soll uns dienlich sein. Von hier aus können wir jeden Längen- und Breitengrad absuchen. Wir sind in der Arktis. Wie schön. Erstmal die Weltkarte. Die Arktis tatsächlich. Mein Opa. Schiff. Sie glitschiger Aal. Ich habe nichts gemacht. Das warst du. Tupfen Sie sich in der Zwischenzeit ruhig den Schweiß von der Stirn. Theoretisch würde ich ja nachher wieder Probleme mit den anderen, also nö. Vagabund. Jo. Die Arktis. Wir kommen gleich dazu, Freunde. Gar kein Thema. Ich glaube, Vater hätte dich gemocht. Was? Okay. Sehen Sie sich nur an. Stolz zurecht. Mal ganz kurz gucken. Mit den Schiffen. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Die Waffenruhe wurde beendet. Warum ist der... Ah, na gut. Alle stehen bereit. Was? Was ist schon wieder passiert? Seien Sie unser Leitstern. Wer den Wal hat, hat die Qual. Wir sind immer noch von Walen umringt. Unglaublich große Wasserfontänen schießen im Kielwasser des Schiffs in die Höhe. Und es ist heilende Gischt, gibt den Blick auf ledrige, dunkle Haut frei. Ziemlich rassistisch. Die Wale werden schneller und ein Zusammenstoß steht bevor. Das Dampfschiff voller Fahrt machen lassen, garantiert Erfolg. Manövrieren, um den Walen auszuweichen. Angreifen den nächsten Wal harpunieren. Alter, 95%. Nee, komm. Wir machen es Greenpeace-mäßig. Schiff unter Beschuss. Wow. Ernsthaft, genau jetzt? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die Wunder der Technologie. Die Dampfmaschinen übertönen den Gesang der Wale und das Schiff löst von den Kreaturen einer... Was? Kakophonie. Was denn das? Aus knirschendem Metall. Also... Nee. Ich wollte gerade sagen Kaka und dann Phonie. Das kenne ich, eine Kakophonie. Egal. Um pfeifenden Dampf. Eine Investition, die sich mehr als bezahlt gemacht hat. Dankeschön. Wir machen natürlich weiter. Wir haben gerade ein Schiff angegriffen. Finde ich jetzt nicht so nett. Oh Mann. So, Capsuloni. Ah, in der Minus da oben. Ich weiß, ich sehe es, ich bin nicht blind. So. Nachts haben wir auch, sehr schön. Ah, Kultur. Also das geht hier sowieso nicht und noch nicht. Wir brauchen erstmal eine Ölraffinerie. Die Frage ist, ich habe hier sowieso insgesamt 6 Felder. Ich glaube, ich kann pro solchem lustigen Dings hier, So mutig und so viele Leben gerettet. ich glaube 4 Türen machen, kann das sein? Jo.
So. Müssen wir gucken, wir haben... Haben wir hier eigentlich irgendwo eine Feuerwache? Da hinten. Ja, weil hier wird es garantiert irgendwann mal brennen. Das weiß ich jetzt schon. Vielleicht ein bisschen, naja. So, okay. Das sind die Bohrtürme. Dann brauchen wir halt noch die Eisenbahnschienen. Jetzt wird es ein teurer Spaß. Damit war ja zu rechnen, wa? So. Erstmal sind wir hier unten. Den Weg habe ich extra so gelegt, damit ich weiß, wo ich nachher hin muss. Also, sprich, wir haben hier einen Weg. Sind wir sicher? Das wird gewaltig in die Kohle gehen, ey. Gucken, wo ich genau hin muss. Okay, machen wir es mal so. Das abreißen, dann hätten wir eigentlich... Sieht beschäftigt aus. Da kommt jemand. Also anscheinend zum Ölhafen. Ja, das stimmt. Moment. Warte jetzt. Das glaube ich jetzt aber nicht. Warte, jetzt einen scheiß Weg durchgelegt. Jetzt auch bekloppter. Muss ich hier vielleicht mal an die Kupfermine ran. Alter, ey. Ja, wenn du der Bahn überlässt, wo sie die Wege bauen soll, passiert genau der Quatsch. Schiff unter Beschuss. Ach, nö. Ja, scheiß drauf. Schiff unter Beschuss. Ja, ich hab dich gehört. Welche Schiff denn? Manchmal ist es doch noch ganz wichtig zu gucken. Okay, hat sich erledigt. Jetzt war es ja hier so, dass ich den Weg hier... Das war der da. Glaube ich. Wie ich den noch gelegt habe, ab keinen Schimmer. Mir geht der Stahl aus, beziehungsweise die Stahlträger. Ach so. So, falsch. Ernsthaft. So. Hast du schon ein bisschen... Nö, noch gar nichts. Warum? Irgendwo hier haben wir noch ein Problem, so wie es aussieht. Ich meine, es sind noch große Strecke, das stimmt, aber ansonsten... Hä? Warum? Irgendwas verpasst? Hä? Ist alles gut? Oh. Passt. So, jetzt zufrieden? Ja, ist er zufrieden. Und du erstmal zu kommen von unten, wa?
Ja, kommen wir schon. So. Dann hätten wir also bald auch mal das Problem gelöst, beziehungsweise ja, gelöst mehr oder weniger, wa? Naja, komm. Ich denke, das erste dürfte es reichen. Was wollte ich eigentlich noch machen? Genau, vielleicht noch ein bisschen gucken in der Kohle. Was ein bisschen schwierig ist und da die Waren nicht. Okay, egal. Egal, Freunde, egal. Hatten wir hier noch etwas bei gewissen Punkten? Irgendwas wollte ich noch vorbereiten. Der Kofferinhalt liegt überall verstreut herum. Schön für dich. Oder auch nicht. Weiß ich doch nicht. So, warte mal. Doch, das, was ihr braucht, das habt ihr. Wie habt ihr so... Ich hatte eigentlich noch Bier. Lief doch gar keiner mehr, oder? Die Waffenruhe wurde beendet. Interessante Frage ist, haben wir hier auch noch genug Waren? Ja, das sieht auch noch gut aus. Okay, ist eigentlich das Schiff mit dem Holzentool noch nicht mehr da, weil es sind andere Schiffchen, für die Ralla, sind wir das hier. Sehr schön. Stimmt, die Kaffeerösterei wollte hier noch angehen. Spielstand gespeichert. Das ging jetzt auch sehr schnell. Äußerst wahr. Nein, nicht anhalten. Sorry, ich wollte nicht anhalten. Neue Expedition, ja, für später. Die müssen aber hier irgendwo verfügbar sein, wa? Genau. Ich brauche dringend. Es gibt nicht viel zu feiern. Der Teufel fordert seinen Tribut. Och nö, und sowas zu Ende der Folge hin, das klingt nie gut. Was ist mit dem Teufel jetzt los? An die Kanonen. Eiswand. Das Schiff hat einen Eisberg gerannt. Die Navigation im Dunkeln erwies sich als Unter Wahnsinn. Beschuss. Ja, ihr merkt's. Das wenige Licht, das das Schiff für sich selbst liefert, gleicht der Abwesenheit des Mondes nicht aus. Ein leichter Schlag erschüttert das gesamte Boot und die schwingenden Lichter der Nachtlaternen enthüllen den immensen Eisberg, in den es gestoßen ist, schon wieder. Eine Spalte teilt den Eisberg und das Schiff steckt darin fest. Um Hilfe beten, Glaube. Flotting bauen, das Eis wegzustoßen. Wegsprengen, tschüss. Der Eisberg zerfällt unter beeindruckender Feuerkraft des Schiffes. Kanonen auf beiden Decks werden abgefeuert, graben sich Zentimeter für Zentimeter in das Eis, bis in Stücke bricht, die mit riesigen Spritzern ins Wasser fallen. Der eiserne Bug des Schiffs drückt gegen das gewaltige Hindernis und bricht unter dem Jubel der Crew hindurch. Okay. Und weiter geht's. So. Das Schiff noch da unten. Wir können tagsüber einladen und bei Nacht Erwarten neue verschwinden. Horizonte. Nein, Moment. Kurz zurückkehren. Wenn du endlich mal das scheiß Holz auslagen kannst, hey. Alles So. bereit. Jetzt darfst du weitermachen. Gut, dann noch ganz kurz hier schauen. Also, ein Teil habe ich bereits langsam mal eine Stufe höher gebracht. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich es irgendwie hinkriege. Aber ich würde sagen, trotz allem könnte es knapp Der werden. Hafen wird angegriffen. Was? Aber sonst bist du noch ganz knusper, wa? Flotte erwartet Befehle. Ihre Insel wird angegriffen. Ja, ich weiß, ich merk's. Ich stehe direkt daneben, Kumpel.
Zug verspätet sich. Ah, das finde ich ja schön, dass uns gar nicht die Meldung kommt. Zug verspätet sich. Ist scheiße gerade. Bei ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Kumpel, lass meinen Hafen in Ruhe. Wurde Vor beendet. allem ist bloß ein Ölhafen. Dann geht's wieder ein bisschen schneller. Das ist gleich weg. Die Aktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ihr Kartenhaus fällt zusammen. Okay. Jetzt bin ich sauer. Neue Ziele? Jetzt, Kumpel, ist Ende im Gelände. Ernsthaft. Ah, ich hab die noch. Gott sei Dank. Schlachtkreuzer bereit. Jungs. Macht in die verdammte Hölle heiße. Bereit machen zum Feuer. Nein, nicht einfach stehen bleiben. Oh Mann, hey. Weißt du was? Das dauert mir wieder mal zu lange. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao zusammen.